Wir begrüßen Herr Scheu auf dieser Pressekonferenz. Merci für kommen. Dula ist es, also den Ulas, dass wir in 2 Jahren den groß angekündigten Logementsdurch war. Der Logementsdurch sollte der große Wurf sein für die Logementspolitik, aber auch für gegen Baukrise 4 zu gehen von dieser CSV-DP-Regierung. Aber wir wollten 2 Jahre danach mal de Bilan machen. Den Premierminister Luc Frieden hat sein eigenes Bilan letztes Jahr 2025, also ein Jahr, ein paar Monate noch, gemacht. Und er hat behauptet, dass die Regierung einen neuen Schwung an den Bausektor gebracht hat, noch an die Logementspolitik, und dass das just noch ein bisschen braucht, für zu wirken. Und dann gesehen wir bien viel von der Politik. Wir haben da eine andere Lektüre davon. Für uns ist es ganz klar, weder die Baukrise noch die Logementskrise als irgendwie überstanden. Der Luc Frieden hat davon gesprochen, dass die Baukrise, die akute Baukrise gestoppt ist am Bausektor. Dat huet vun engem Joer gesot, schmengen den Terra, seet es ganz ernstcht. An der Logementskrise heieren och all woch oder quasi am Moment vun Dach zu Dach, wat wéi gros Krise ass am Logement an et kann e net vun der Schweze, wie wann dat een oder dat dannnert irgentzwee geléist wär. Wir gucken gerne lo am Detail auch darüber, wat die Einzelmesuren dann do bruecht hunn. Wir hatten es aber auch schon angekündigt. Den 9. Februar hatten wir eine Pressekonferenz 2024 am Hinblick auf die Logementsdurch. Und den David Wagner hat schon gesagt, dass die wirkliche Logementsdurch am Anfang schon zu monerisch stattgefunden hat, wo den Promoteur Giorgetti invitiert hat, und das auf dem dote Logementsdurch zu senden. Nicht mehr viel zur war, und das haben wir leider auch gesehen. Vielleicht für ein Detail zu gehen von den Mesuren vom Logementsdurch. Das ist so, dass ein großen Teil waren die Wehfahren, dass der Marché von den Wehfahren rum und laufen könnt. Das hat die Regierung angekündigt, und sie wollte das machen über 2 Mesuren. Da waren die steuerlichen Mesuren, zu gucken, dass de Privatinvestisseuren viel mehr an Wehfahren investieren. Sie haben den Amortissement accéléré auf 6% gesagt für all Wehfahren. Sie haben eine Reihe anderer steuerlicher Mesuren gemacht. Und so noch auch da am Etat de la Nation hat Luc Frieden da behauptet, dass der den ganzen Marché angekurbelt wird. Wenn wir aber gucken, was die Realität hier geht, was den Chiffren hier gibt von den Jahren, da sehen wir, dass am Anfang just 20 bis 40% pro Jahr im Durchschnitt von WEFA-Wanten gemacht sind par rapport zu den Vorgängerjahren. Also wir sind mal nicht bei der Halschen von dem, was während der ganzen Krise da verkauft ging. Und wir haben aber massiv Steuersuchen da hängen gelassen. Wir haben Zeit da verplempert, wir haben gemacht, wie wenn das eine Mesure wäre, die etwas bringen. Und schlussendlich wurde das nicht gebracht. Und im Bereich vom Logement sind wir ja schon immens dran. Sogar wenn wir auf die Vorgängerjahre kommen, da wären wir noch einmal just auf der Halschen von dem, was wir bräuchten. Wenn wir dann auf der Halschen von der Halschen sind, da bleibt nämlich viel übrig. Und all Jahr, den dabei verloren geht, ist fatal. Und das ist auch das, was wir im Terrain gesehen, das, was wir die 2 Jahre und Zeit verloren haben. Das andere, was die Regierung will, hat, auch noch gemacht hat, für bei den WEFA Sachen abzufangen und laufen zu bringen, das ist ein Programm vom Abkaufen von den WEFA-Projekten durch die öffentliche Hand. Du hast von einer halben Milliarde geschwärzt gehen. Muss ich ja wissen, dass sie bei dieser Regierung, bei all den großen Millionenbeträgen, die
ugekönnecht gehen, dass se dummer mentalschen vun auch real raschen der den das feste Uges Budget der dann das feste real an de Grappels an mat dem Wirkschaps geschitt an och reise immer bei der Halschen da sind 221 Millionen, die bis aktuell engagiert sind FIFA opkaf Programm och dat geht net durch och dat huet am Fond kann so en Regierung se selber been gestalt, weil sie op der enger Seite mesure gemacht hun fir dat Promoteure Mengen ja de Marche werderem kommen, der wer der Preiser können halen, der krit dat schon so gut verkauf wie dat Vol verkaufen der Marge bleiwen bestohlen an am Endeffekt hun Promoteuren dann frohen se zu heich Preis op de WFN, die de Staat wild aufkaufen, so dass am Endeffekt bei ganz wenische Projekten dann noch zu engen Deal könnt an öffentlich Hand am Kader vom Logement abordabel, wo et joch Limiten a Plafond vu Preiser ginn, wat ze do kaufen. Dann eng ganz großen andere Wolle von dem wat Regierung ugekönnecht huet, dat ja die ganze méi séier méi bauen. An du was het viel, dat das jo am Wahlkampf immer drin gang Prozeduren, da das de Problem. Wat huet Regierung gemacht? Man einfach eng neue Prozedur losiert stefir Reglemente am Naturschutz zu reformieren, an denen dat du si mal den AW, das nach kein AW vum Staatsrot datcht sie selber fir eng mesure sech optéiert, die am Fong neicht die lang brauch an dann och ganz wackelsche juristische Been steht will, dat op europäischen Direktiven do entgehen geht, datcht den AW riskiert ganz schlecht auszufallen vom Staatsrot an dann werd die dote mesure och huet bis haut neichbrot null an werd auch wahrscheinlich langfristig net viel bringen, weil dat auch net de wirklichen Problem ass. Und dann ass nach Wolle vom Logementsstadt dass dem englisch quasi auch am ideologischsten war, dass de von den PPP, den Private Public Partnerships, wo die Regierung gesagt hat, ja, es ganz nice, wir assoziieren de privaten Sektor und de Logement abordabel, dat ich mir entweder sind zwei Optionen, die sie gemacht und den dass den öffentlichen Träger komplett baut an de Fond du Logement verlohnt hat an Diana derweis fir dat ze machen, dat das den privaten Bauträger d Meiglichkeit ze gin op öffentlichen Terrain zu bauen. War das Resultat bei denen zwei, du gëtt nach ke Gesetz, dat Gesetz as recht an Prozedur, mit sinn awer schon Appell a Projekte gemacht gin, am ganzen als E-Projekt op die zwei Appell a Projekten rakom. Ensche Projekt, den am Moment analyséiert gëtt, an der das den ebe fir Lokationen vu Wohnungen, die private Promoteur realisiert. Dat heißt, dass viel Zeit investiert gehen an ideologisch Konstrukte, die mit dem, was wirklich gebraucht gibt, nicht zu dienen. Ähnlichen ersten Teil, dem eigentlich ganz wichtig ist, dass die Episode von der Prolog SA, ich weiß nicht, ob die könnt erinnern, weil das ziemlich Vergessenheit geraten. Prolog SA ist ein Special Vehikel, den von der Banken an Platz gesetzt gehen, also an den am Anfang dotiert war mit 280 Millionen. 280 Millionen für 800 bis 1300 Wohnungen können so zu realisieren. Die Philosophie von der Prolog SA war, Banken finanzieren die eine Haltschend von einem Projekt, wann schon ein Haltschend verkauft ist. Wenn Promoteuren op engem WFA-Projekt schon Talschen verkaufen, dann iwwerhëlt da gëtt ginint Banken iwwer die Prolog Finanzementer fir die aner Halschend. Resultat vun der echte Approch rëm 0. Eng zweter Approch ass gewählt gin, okay, mehr setzen de Prozentsatz ruf, der muss net Talschen schon verkaufen und geht durch, wann der 30% verkauft.
Das Resultat davon ist das E-Projekt finalement von dem ganzen Initiativ da finanziert gehen ist. Das ist 16,5 Millionen von denen 250 Millionen sind an den Grab geholt, die für 70 bis 80 Fundingen am Platz da von denen annoncierten 800 bis 1300 Fundingen zu realisieren. Das ist die nüchterne Realität. Ganz viel Effet d'annonce, die das Regierung gemacht hat, ganz viel davon geschwärzt, sie giffen einen neuen Schwung da bringen, ganz viel auf dem Marché gesagt. Und dadurch, dass sie ganz viel auf dem Marché gesagt haben, sind viele Suen verloren gegangen, kurzfristig, an lauter Mesuren, wo langfristig kein bezahlbarer Wohnraum schaffen, wo auch Lomo dem Marché nicht wirklich Schwungbrot huet, weil wann dat Statistike guckt, da gesit immer wann Deadline waren, wo die Mesuren aufgelaufen sind, da sind Zuen an Lut gegangen, dat huet an dem Herr Frieden erlaubt ze so eine zidere Mun, weil hin seg Reder mé gehalen huet an am Juni so eng Mesur ausgelaufen, was mir wann en der die Joer guckt, ass net wirklich es das Gur kein Repris vum Marché do. Voilà, das wollte ich mal so zur Analyse, die leider ganz ernüchternd ist. Wie ihr es kennt, bleiben wir nicht bei der Analyse. Wir haben schon für alle Jahre als Proposen gemacht. Und den David Wagner sieht ja dann noch, wie wir die Situation gesehen, wie wirklich urgent müsste weitergehen. Ja, merci Gary. Bon, also Schlussfolgerungen kann ihn dann von dem Logements durchzählen. Der Gary hat schon darüber gegangen, es waren neue Namen sonst nicht wie Kommunikation für sich zu vertuschen, dass die Regierung keine Logementspolitik für die Leute möchte. Leute, die Schwierigkeiten nun eine Wohnung zu finden, waren sich nie am Mittelpunkt von der aktuellen Logementspolitik. Logement, die Regierung ist sich total dekonnektiert von den Realitäten, die die Leute Logementsmarkt erleben. Das ist eine rein ideologische Politik, eine auf den Markt basierte Politik, die auf alle Rezepte basiert, die zum Scheitern verurteilt sind, wie ganz viele Akteure schon seit Jahren, sogar Jahrzehnte suchen. Und das versteht der Claude Meisch beim besten Willen nicht. Dafür muss man auch dem Claude Meisch, der Edukationsminister ist, nebenbei, als einem Bulletin intermediär, ein 40 Satz gehen als Logementsminister. Aber weil den Herr Meisch schlechte Schüler ist, so man ihm Remmenkeier an nicht mengen, es wäre gut, wenn er sich 100 Mal wenigstens aufschreiben. Erstens, den Privatmarché kann die Logementskrise nicht lösen. Für was? Weil nur der Rentabilität und nicht nur die Besoin der Menschen geguckt wird. Wenn die Schule zum Beispiel, so wie der Logementsmarché organisiert gehen, da könnte wahrscheinlich nicht mehr 20% von allen Schülern an den Lycée gehen. Von den steuerlichen Incentives profitieren hauptsächlich auch die gut bedichten Städte an Investoren, also die keine Schwierigkeiten Wohnungsmarkt haben, an die zum Teil sich das Problem durchstellen. Am Platz dann drittens den öffentlichen Wohnungsbau zu stimulieren, hat die Regierung dann den morosen privaten Marché stimuliert, sinnlos Wohnungen mehr zugänglich gehen für die Leute, weil das ist den Alpha und den Omega von der Logementspolitik. Nein. Die Regierung möchte also so, wie wenn hier Interessen mit den Interessen von den Promoteuren sich überschneiden. Das ist ja auch kein Wunder, weil beim Logementstisch gouf gerade nicht jeder mit und Boot geholt, dass die Regierung, die auf Boote oder auf Yachten von den Besitzer geklommen ist. Der Gary hat ja auch schon erklärt, dass beim Logementstisch
net iedereen konsultéiert gouf op Fall net die netre hunn wéi et Mieter, Salarien, Gewerkschaften, die sie net konsultéiert gin mir hatte schon fir un 2 Joer ugekënnecht, dat do neicht fir die normal verdingend Leiit rauskomme géif an mé hunn eis einfach net giet. Wann d' Regierung net séier also eng 180 Grad kéier mëcht, dann werd Wunnen he zu Lützeburg weiterhin e Luxus fir d'Folleg bleiwen. Mir proposéieren eng 180 Grad Wend an der Wohnungspolitik an andere Wider mir proposéieren de Gegendeel vun dem wat biselo kläglech gescheitert ass. Ähnlich dats wie den Herr Meich hun mir auch d Logementspolitik net opgin an wat de Logement ugeet, simmer us sech an engen Krisenzustand, wo miskléiert mesureuren mussssen ergraf gin. Krisenzustand, den der Jo an engem öffentlichen Brief vun der Société civil annim gouf an mir hatte noch schon de Krisenzustand 2018 an eiser Proposition de loi iwwer de Mietdeckel definiiert, well mir soten net misse justement mesure geholl gin, wann de Krisenzustand am Logement wie. Den hat man auch definiiert opgrund vun 3 Kriterien. Ich wollte Remenkeier die Meesleit kennen dat net méi. Mir sind vun der Ausgang war wenigstens 5% vun den Staat, die Privatmarché sinn gezwungen sinn echtens entweder méi wie ein Drittel vun ihrem Revenu auszugin fir ze wohnen oder zweitens eng Wohnung unzuholen, déi net der Zusammensetzung vum Staat entspricht, also die iwwerbevölkert sinn, an drittels eng Wohnung unzuholen, wo gewissen Qualitäts- und Sicherheitskriterien einfach net respektiert gene schmengen, kann ich soen. Dat war schon der Fall 2018, wo man Proposition de loi deposéiert hatten, dat das lo och nach immer der Fall. Wahrscheinlich hue sech Situation sicherlich sogar nach verschlechtert. Also mir sinn an enger Krisesituation an dofir muss noch Krisemesuren ergraf gehen. Dofir als Proposition de loi fir de Mietdeckel anzufeieren, an dem sind ganz aktuell. Wir brachen ganz séier. Wir brauchen keine Hunderten von Etuden, von Arbeitsgruppen, wie das ugekönnecht gouf, wo das Risiko groß ist, dass alles an den Sand verläuft, für das no etwas halb gebackenes rauskommt, wann überhaupt etwas rauskommt. Gestern hätte man auch sollen eine Logementskommission haben, wo dazu hat missen geschwat gin, wo die Regierung do hat missen Apps proposieren, die gouf aufgeblosen. Wir konnten natürlich auch keine Erklärung mehr. Ich gehe mal davon heraus, dass das relativ klar ist, sie sind noch immer nicht weitergekommen. Dabei gibt es schon Möglichkeiten an mir noch eine gute Rot und Regierung. Sie sollen sich mit einer Proposition de loi, die noch immer aktuell ist, beschäftigen, so wie der Conseil d'État das Demos auch gemacht hat, den noch eine Partie Opposition formelle gemacht hat, an mir schon lo für die Amendementen gemacht für die Opposition formellen zu bejewen. Sie können das ruhig überholen und wir sind der Meinung, dass die Proposition de loi muss auf den Licht geholt gehen an der Kommission, wie die Regierung jo einfach nicht weiter kennt. Se dat net wëll also se dat höchstwahrscheinlich net wëll an dofir Hunderttausende vu Komitee Theodylen grënnt. Wir sind aber auch der Meinung, dass den aktuellen öffentlichen Promoteuren dann wie de Fonds du Logement, SNHPM, viel mehr Mittel muss können gehen, für das aktiv gehen, auch bei Sozialen, auch ASBLen, die an dem Bereich aktiv sind. Und drittens muss ich auch noch etwas Neues gründen. Ne? Und da das ist mal eine große Krisenmesure. Wir sind der Meinung, dass eine nationale öffentliche Wohnungsbaugesellschaft muss geschaffen gehen. Das heißt eine öffentliche Gesellschaft, die selber Wohnungen baut, weil der private Promoteur kann ihn das einfach nicht allein überlassen. Und so eine öffentliche Wohnungsbaufirma hat zwei große Avantagen. Erstens, es können eben massiv Wohnungen gebaut gehen für normal stiefliche Leute. Da wird Qualität gesichert, an den Preis gäbe kein Mensch ruinieren. Und zweitens, was doch ganz interessant ist, es gäbe massiv
Arbeitsplätzen geschaffen gehen, korrekt bezahlte Arbeitsplätzen, wohl verstanden, an da ganz verschiedenen Domänen natürlich, an der Planung, an der Architektur, bei den Bauingenieuren, an der Gestion, an der Administration, und natürlich noch am Bau selber. Dann hätte man auch die Möglichkeit zu bauen, unabhängig auch von der Situation vom Markt. Es gibt auch viele Leute, zum Beispiel auch viele junge Leute, die gut formiert sind, eng motivierend, an allgemein nützlich Arbeit sichern. Weil wir wissen, dass immer mehr junge Menschen eng spannend, mehr auch eng nützlich Arbeit machen wollen, die der Gesellschaft hilft, besser zu gehen. So eine Gesellschaft hat doch könnten immens viel Bauarbeiter opfänken, die durch Baukrise an der Chômage gelandet sind. Du sind da viel, die als Land auch verloren haben, und dummer da verlässt also auch immens viel Know-how, was die Situation am Bausektor noch weiter verschärft. Also so eng Schaffung von so enger öffentlicher Wohnungsbaufirma ist immens wichtig, da das eine Krisensituation, die viel Probleme löst, Wohnungsmarché und natürlich auch noch Arbeitsmarché überhaupt. Und dann, den Gary hat ja für drun auch schon vom Echec, vom Prolog-Projekt geschwärzt, den ja für den Privatmarché gedurcht war und den einfach nicht gedacht hat, weil auch justement Preise einfach zu hoch sind, nicht Frieden sich, ob sie an der Regierung überhaupt elementar ökonomische Kenntnisse haben. Wir können uns aber zum Beispiel vorstellen, dass den Projekt benutzt für öffentlich zum Beispiel Gemengen oder ASBL für denen zu helfen, dass den können Sie sich vorstellen, ähnlich Projekt 40 gesehen, wo sie dann eben noch mehr sehr am Mann bürokratisch auf Finanzmänner können kriegen, notamment wenn ihr bedenkt, dass sowieso von Gemengen so Projekte machen, dass sie zu 75% gesichert sind, weil sie auch de la Pierre kriegen und geholfen kriegen vom Staat. Das heißt, das gibt wahrscheinlich auf dem Niveau viel mehr bringen, wie auf dem gescheiterten Niveau privaten Marché. Fazit: Et gi Möglichkeiten fir de Logementsproblem ze lesen, a fir dofir zu sorgen, dat Mënschen zu Lützeburg relativ séier eng Wuning abezeie können oni a Geldschwierigkeiten zu kommen. Et soll net defetistisch sinn wie d' Regierung wie den Herr Meich. Et kann en agieren. Me dofir muss auch eng Regierung verstoen, dat mat der Profitlogik vun de Privatpromoteuren muss gebracht gin, dat wann de Staat Suen ausgëtt, Steuergelder ausgëtt, déi Suen op die richtige Platz mussssen ausgegin, an die Steuergelder sollen net bei de private Promoteuren oder de Großbesitzer landen, méi fir de Wuel vun de schaffende Leiit an vun der Jugend investéiert gin. Et goufen biselo genug Steuergelder verpulvert fir Giorgetti an Co. Wir sind der Meinung, dat de lo Zeit reifers fir massiv zu investieren fir d Mënschen, die sech ruinieren fir eng Wuning zu fannen, dat das net mit zu akzeptieren. So nicht, merci.